Servel Podcast, dat sie Blicker han at Kulisse vun engem vun de größten Employern zu Lützeburg. Wir bringen ihr méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der CRL. Willkommen zu einer neuen Edition vom CRL Podcast. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef de Service Kommunikation und Pressesprecher von der CRL. An dieser Ausgabe geht es um das Rekrutement bei der CRL. CRL hat den 6. Februar 2023 ihr neuesten Employer Branding Campaign lanciert. Wie wird diesem Thema mit uns zu schwätzen, sie bei mir am Studio Damel Keils, Chef de Service Recrutement und Accompagnement Carrière und Joya Blum, responsable für Marketing von der Ressourcenhumaine. Willkommen Armel. Willkommen, Joya. Moin. 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 Für kurzem haben CRL entschieden, sich als Employer neu zu positionieren, das notamment mit einer fuschneuer Kampagne. Wie ein Grund stehst du da? Allgemein sehen wir eine Evolution am Arbeitsmarkt. 12 von den Leuten, die an Arbeitstitel geht zurück und den Todeschômage fällt. Und dadurch ist es generell mehr schwierig, Talente zu rekrutieren. Und als Konkurrenz, die schläft natürlich auch nicht. Dank unserer Bekanntheit an Marktemployer konnten wir allgemein mehr neue Talente anzeigen wie in der Vergangenheit. Aber es geht immer mehr schwierig, relevante Talente zu finden, die unserem Qualifikationsbedarf entsprechen. Und unter denen, die unsere Kriterien entsprechen, geht die Auswahl immer mehr schwer. Heutzutage wird einfach der Kandidat der große Schwur. Mit das aber nicht die erste Employer Branding Kampagne, die wir gemacht haben, Joya. Nee, 2017 haben wir als echt große Employer Branding Kampagne lanciert, worauf 20 Berufsfilme gedreht sind, 2018 eine Karriere-Website auf die Beine gestellt ist und 2020 auch ein HR-Blog an die Leben gerufen ist. Seitdem sind wir zudem auch auf Social Media immer mehr aktiv. Und über das ganze Zeit hat sich als Marktemployeur immer mehr weiterentwickelt, genau wie als Entreprise, als Mitarbeiter und auch als Valeuren. Dementsprechend war es einfach an der Zeit, eine neue Kampagne zu lancieren, für Talente von mir anzusprechen. Richtig. Amel, wie differenzieren sich der CRL vis-à-vis von anderen Employeuren? Ja, wir bieten bei der CRL Berufe für alle Niveaux d'études und von der Scolarität obligatoire bis hin zum Master oder Doktor, aber auch Stagen, Job étudiant sowie Apprentissage und das an den verschiedensten Bereichen. Und auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen bei uns. Wir bieten verschiedene Berufe von Scratch an, ohne spezifische Vorkenntnisse. So haben wir zum Beispiel eine ganze Reihe und Success Stories von Leuten, die wirklich nur jahrzehntelange Berufserfahrung aus den verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel Bankensektor, administrative Funktionen oder auch der Selbstständigkeit, für sich persönlich dezidiert tun, ein komplettes Changement zu machen von ihrer beruflichen Karriere, also eine Rekonversion professionell, aber zur Welt zu kommen, an sich formieren zu lassen an den klassischen Eisenbahnberufen, wie zum Beispiel der Fahrdienstleiter, der Lokführer oder Zugbegleiter. Einmal bei uns angefangen, kann ihn seine ganze Karriere bei uns verbringen. Onboarding und Weiterentwicklung gehen intern geriert, es kann ihn sich weiterentwickeln, aber bei uns seine ganze Karriere machen. Und wir haben sogar als eigenes Gesundheitszentrum eine Krankenkasse. Wenn ihr bei uns schafft, dreht ihn zur Weiterentwicklung vom Land bei, für die Gesellschaft und auch nachhaltig Art und Weise. Diese Bund spielt eine Schlüsselrolle für als Klimaziele zu erreichen. Ja, und ich meine, das ist ja etwas, was klar an unserer Strategie ist. Effizienz ist ein großes Thema bei uns. Aber kommen wir zurück, oder kommen wir mal direkt bei uns neue Kampagne. Der Slogan ist Missions that rock. Wie weit habt ihr gerade für diesen Slogan die Entscheidung getroffen? An der Entwicklung von der Kampagne waren ganz viele Leute impliziert und wir haben durch Workshoppen zusammen ein Konzept an dieses Slogan ausgeschafft. Zum Hintergrund, wir haben Arbeitskollegen mit den unterschiedlichsten Qualifikationen, die an den verschiedensten Berufen und Bereichen arbeiten. Aber was tun sie all gemeinsam, und das ist auch, was sie stolz macht, das ist als Mission und der Sinn für eine nachhaltige Gesellschaft. Alle Mitarbeiter gesagt damit, auch ihr Sinn hat seiner persönlichen Mission und die rockt. Und all zusammen leisten wir Missions that rock. Ma dat gebe ich so ein Rock mal ein bisschen, und ich gehe vier schlagen, komm mir lauschen, als einfach ein Keier den Spot un. Für alle als No-Lauscher, die sich auch gerne den Spot angucken wollen, die Details werdet ihr dann auch an der Beschreibung von dieser Folge am Podcast finden. Zusammen widmen wir konsequent als ganz Energie der Innovation und der Digitalisierung. Und engagieren uns für die Entwicklung von der Eisenbahn
als Rückgrat von engem nachhaltigen Mobilitätskonzept. Für uns all bleibt Sicherheit von der Passagier an den Arbeitskollegen die höchste Priorität. Genauso wie die Sicherstellung von engem reibungslose Personen- und Güterverkehr. Eine gewissenhaft Figur für uns Umwelt zu schützen. Und immer ein Open Ohr für uns Klienten hun an ihnen serviceorientiert zur Seite stehen. Und das unter allen Umständen. We are CFL. Schließt dich einen Gruppe an, den ihrer Zukunft Sinn verleiht. CFL. Missions that rock. E spannende Spot an noch vir allem en andere Spot wat man bislo gesinn hunn. Wo kann e dann iwwerall die Neikampagne okucken? Ja, normalerweise kann ich es gut nicht verpassen. Wir sind präsent am ganzen Land bzw. an der ganzen Großregion. Am Kino, an der Tele, auf Affischen, sowie natürlich auf den Tisch, auf Bussen und selbstverständlich an den sozialen Netzwerken. Wir auch bei all anderen HR-Marketing-Aktivitäten wie Evenementen, auf Jobwaren, auf Schulen oder auch Visiten treten wir mit der neuen Kampagne ab. Armelt heier den ëmmerem, dat sech fir allem an de lachte Joren d'Verhältnis zu Abecht geändert huet. Ass dat bis was du oder dir so kennt ënnerschreiwen? Ja, die froh die als von den Kandidaten Gestalt gehen, die drehen sich immer Männer das Salär, auch wenn das immer noch ein wichtiger Punkt ist. Wir interessieren sich mehr für die Kultur von der Entreprise, für die Werte, den Onboarding zum Beispiel, die Integration und Formationsoffer, flexible Schaffzeiten, das Arbeitsklima und Work-Life-Balance. An der Vergangenheit und Leid das Salär und Stabilität von der Arbeitsplatz als wichtiges Element gesehen. Aber die Generationen von Haut, die berücksichtigen viel zu von Faktoren, eher sie sich für ein Patron dezidieren. Dazu zählen, wie gesagt, Work-Life-Balance, Flexibilität, der Sinn von der Arbeit, mehr aber auch die Sozialverantwortung von einem Betrieb an die geringen Aspekte und die Nachhaltigkeit, die sie wichtig. Die sogenannte Work-Life-Balance ist ja ein wichtiges Sujet für gerade jung, potenziell Talente oder Mitarbeiter, gerade wenn wir von der Generation Z schwätzen. Was macht dir für diesen Attenten entgegenzukommen? Wir versuchen den Talenten eine Mission an ein Arbeitsumfeld zu bieten, das ihre Werte entspricht. Dabei spielt natürlich Flexibilität und Individualisierung eine große Rolle. Wir haben ein attraktives Package für als Mitarbeiter, Teletravail, komplett flexible Gleitzeit, also Horaire mobil, Compte épargne, so ein Zeitsparkonto. Und an den operativen Positionen sind eine gute Organisation und Planung von den Arbeitszeiten Schlüsselelemente, die einen großen Einfluss haben auf das Bien-être von unseren Mitarbeitern. Bei der Planung versuchen wir die Bedürfnisse von unseren Mitarbeitern so gut wie möglich zu berücksichtigen, für einen guten Equilibrium zwischen der Arbeit und ihrem Privatleben zu ermöglichen. Seit letztem Jahr sind CFL der größten Employer im Land. Wie wird trotzdem weiter so fleißig angestellt? Ja, wir rekrutieren zwischen 450 und 500 Mitarbeiter pro Jahr. Zu einem, weil Mitarbeiter in Pension gehen und zum anderen natürlich auch, weil wir uns als Gruppe immer weiter entwickeln und evaluieren und wachsen. Und was sind dann so für ihr die neuen Profile an der Berufswelt, die man sichern? Wir befinden uns in einem Wandel von Digitalisation und hin zu einem neuen Zeitalter von Mobilität als Service und Klient. Das heißt, als Hand an Hand für die Zukunft aufstellen, das Veränderung gestalten und begleiten. Du wünschst da sicher mehr Unterstützung am Bereich von der IT und Qualität, mehr aber auch für Digital Transformation am Bereich BIM, Big Data und Data Management und Protection. Aber auch die klassischen Eisenbrunnsberufe bleiben ein wichtiges Sujet bei uns. Auf alle Fall. Ja, das Berufe stellen also Core-Business durch. Sie waren wichtig, sie wichtig, und werden wichtig bleiben. Ich kann sagen, dass wir den größten Besoin vom Volumen hier für den klassischen Eisenbahnberuf haben, wie die Lokführer, Zugbegleiter, Fahrdienstleiter zum Beispiel. Also ich schon das ganze Jahr über neue Talente. Da stellen wir die Leute direkt von der Schule an, aber auch die Leute, die sich beruflich orientieren wollen. Und wir formieren sie intern und das mit unseren eigenen Leuten, die etwas weitergehen. Allgemein stehen wir für einen Mix und Tradition, Innovation und progressiver Transformation. Joja, dann eine Frage um dich. Was sind dann die großen Argumente, die für eine Mission bei der CFL schätzen? Ja, darüber ist damals schon am Anfang vom Podcast ein bisschen angegangen. Wenn ihr bei uns schafft, dreht den E-Mail zur Weiterentwicklung und zur Zukunft vom Land bei. Wir leisten ein Service Client für die Gesellschaft und für die Zukunft von unseren nächsten Generationen. An unserem Planet in Richtung von einer klimaneutraler Mobilität.
An was für mich das größte Argument ist, ob das als Kampagne auch abbaut, ist, dass hinter all eise Missionen ein Sinn steckt, mit dem man sich identifizieren kann. Da das richtig. Mir schaffe wird Mobilität für more eine andere. Ne? Was braucht der Kandidat, wann er sich will bei Eis bewerben? Einfach Lust tun, bei es schaffen zu kommen and be yourself. Für Eis ist den Mindset genauso wichtig wie die fachliche Expertise. Wir sind Leute, die sich mit unseren Valeuren und Missionen identifizieren können. Wenn das Stellung passt, bieten wir viel Möglichkeiten und um den Rest kümmern wir uns für den Kandidat. Also holt einfach den Handy raus und los. Die findet uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube und natürlich auf unserer Karriereseite www.jobszerval.lu. Aber Joja, merci vielmals für das flott Gespräch. Es hat mich gefreut, dass dir als No-Lauscher das flott erspannende Kampagne Mino bringen konnt, mir aber auch den Employer CRL Mino bringen konnt. Für als No-Lauscher weitere Informationen zur neuen Employer-Branding-Kampagne von der CRL fand ihr an der Beschreibung von diesem Podcast und natürlich auf jobszerval.lu an, wie Joja schon gesagt hat, an den sozialen Medien. Ich so nicht vielmals merci, ich so noch merci und als No-Lauscher an bis die nächste Kehr. Adi. Adi, merci. Merci.